Goedemorgen, Olaf. Morgen. Schöner Tag. Als ich zum Fenster kijken, da sehe ich nicht, oh mein, wir haben noch nicht Snow-Tires, aber noch nicht neue Tires gesagt. Das war was ich vor sein zuvor. So, der wachte wir ziemlich fein ab und das schafft sehr fein. So, mochte Gott uns von der wirklich segnen, an dem, dass wir sehen, Wuat betrachten. Mir freut das immer, war es immer, Gott sein Wort aufzumerken und dort mitzuteilen. Weißt du, aber die geradste Freude, die geradste Lektion, die ich kriege, ist, während ich dort reinmachen darf. Einmal sind das sehr gute Tiden, einmal nicht sehr gute Tiden. Der letzte Weg wird, Freitag, wie sich da ein Schaffen leid und der Botschaft, dann hatte ich nicht einen sehr guten Tag. Ich habe hier mal einen Tag gehabt, was ich sehr gut war. Das spielt sich so, als Epheser-Kapitel saß, schlug an, dass wir gut antworten, weil wir nicht jeden Fleisch und Blut kämpfen, aber wir kämpfen jeden bei sich Gäste, aber in der Luft herrschen, und wir müssen damit rechnen. Nicht alle der sind sehr gut. Einmal weiß wir nicht, woran das ist dort ist, aber der Herr der Leiter tot zum zweiten Lotendach war, dass wir sind dependent an ihm, wir müssen alle Zeit am vertrauen, ob wir durch Schlachtung gehen oder was immer das ist. Das ist das Leben ist. Wir sind noch nicht da, wir sind noch auf dem Weg. Stutje 3 rede ich davon, ich sage ein paar Monate, mehrere Monate rede ich von der Thema, die Wichtigkeit zu weiten, die Wichtigkeit zu wahren an das christliche Leben. Und ich weiß, dass aus 1. Petrus Kapitel 1, oder Kapitel 2, 1 und Part von 2. Wenn die eine Bibel aufhaben, von der morgens bitte merkt ihr auf, und dort mitfallen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, wenn wir die Bibel selbst lesen. Mein Text von der ist 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1 bis 10. 2. Petrus 2, Vers 1 bis 10. Und ich will probieren, so vieles möglich, bloß hauptsächlich den Aufschnitt zu lesen, den Aufschnitt und den Aufschnitt zu reden. So, ich wollte nicht auf den Hand drehschlagen und sagen, ja, bitte, das sind some gewisse Part aus dem Alten Testament, was ich will brauchen. Aber mir ist 1. Petrus und 2. Petrus ist mir in meinem Leben all sehr wichtig geworden. Ganz am Anfang, wenn ich zum Glauben komme, wie wir zum Glauben kommen, und auch Leute, wie ich da bin, studiert habe, ich habe am Anfang niemals gewusst, dass da so viel bin, wie aus der wirklich bin ist. Ich habe mir hier gesagt, man, ich über gewisse Thema reden, über gewisse Bücher in der Bibel, da sage ich, wenn wir bloß dort haben, allein, nichts anderes, da würden wir auch genug haben, zum weiten, dass wir verlorene Sünder sind, auch weiten, wo wir können gerat werden, wozu wir gerat sind. Und das 1. Petrus ist kein Ausnahme, kein Exception nicht. Das kriegt so, da sei wir das Evangelium so klar, wie wollen, von da war es sein, wo klar Petrus wiesen, dass wer du und ich sind. Und ich möchte betonen, dass du und ich, das halt so charakterlich, wer du ist hier von der, wenn du wahre geboren bist, dann bist du angeschlossen, und wenn du nicht wahre geboren bist, wenn du nicht die Sicherheit hast, dann wirst du sein, dass die fehlt dort, und du sollst die Sicherheit haben, und du kannst das von der kriegen. 2. Petrus Kapitel 1, 2 Vers 1, 3 Vers 10. Aber lass mich erst, um das am Anfang zu kriegen, lass mich erst 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23 und 24 lesen, damit wir ein bisschen den Hintergrund kriegen davon. Dort sagt es das, dort nie Leben, dort je nu haben, sagt Petrus, habt ihr nicht von jenen Eltern gekriegt.
dort leben, dort deugt jeven, dort vergeht. Das nieuwe Leben wird ewig bleiben, wie es dort kommt von Christus, der ich Gott sein ewiges Leben jetzt wird. Und ich will an dieser aufmerksam sein, machen, dass reden dat von dort Wort, die Kraft, was dort Wort Gottes hat, nämlich die Bibel, was inspiriert ist von Jesus Christus. Wenn je nichts behalten dann von dort, was ich sage, dann behalt dort, was die Bibel sagen wird. Das sagt dann Vers 25 wieder, aber was der Herr geredet hat, bleibt ewig stehen. Und dort ist dort Wort, dort ist gepredigt worden, war dort Wort. Weil je dort leben, was wir von uns allen gekriegt haben, dort vergeht das Gras, oder es ist eine Blume auf dem Feld. Unsere Eltern, ein Schopf von unseren Eltern, die meisten von unseren Eltern, meine Eltern, meine Schwiegereltern, die sind weich, die sind nicht mehr, die sind so Blumen aufholen und verdrehen. Aber wenn je dort Wort Gottes, dort bleibt ewig, sagt das hier. Und dort ist dort Wort, dort ist gepredigt worden. Okay, nu bei den Text, 2. Petrus-Kapitel, 2 Vers 1 partieren. Ich will besonders auf den 2. Vers abdrücken. Aber der Vers 1 sagt, dann leicht nu alles Schlechte auf. Also, wenn das so ist, als der Jesus gesagt hat, in der letzten paar Verse, in Vers 1, wie es das so ist, sagt er, dann leicht nu alles Schlechte auf. Sieht nicht hingerlastig, hechelt nicht, und sieht nicht aufganstig, und habt kein Geplüder. Wir wollen hier sein, dass hier sind 5 Dinge, was Petrus sagen, dass wir nicht tun sollen. Wenn wir nur das ewige Leben haben, da ich Gott sein Wort, da ich dort, was Jesus uns gegeben hat, sagt er dann, dort nur diese Dinge aufleihen. Da haben du und ich haben eine Verantwortung dafür. Ich lese wieder Vers 2. Lothar kommt 3 dann noch. So aus niegeborene Kinder, nur reine Mark schrien, soll sie ein Verlangen, oder wir können noch sagen, ein Darscht, nur geistliche Nahrung haben, dort sie dadurch wachsen und Ton nehmen. Ich habe vergessen zu sagen, den Text, die haben den durchgelesen. Hast du, oder das Thema, wo ich reden will, hast du ein Verlangen nach Gottes Wort? Hast du ein Hunger und ein Darscht nach Gottes Wort? Was meine ich damit? Ich meine, kriegt dort, was das sagen wird. Wie weit alle, und ich habe bloß erklärt, was ich damit meine. Wie weit alle, wo das geht, wo sich das feilt, wenn wir darstig sind, wir schaffen schwor und heute sagen, und wir haben Rannen und Wuat. Ich denke, alle von uns haben das erfahren. Weil wir dann darstig sind, so dass unsere Zunge meist und Bein anbacken wird. Das ist ein Darscht, wir denken nicht anders als an Wuat. Wir möchten Wuat haben, um den Darscht stellen. Mit Hunger geht das gleich so. Weil eine Hunger nicht die meiste von uns so bevorzugt, wie wir weiter nicht, was das meint. Hunger nicht sein, wir haben immer genug zum Leben. Aber meine Frage ist, dass die so sehr noch Gott sein Wort, und hungert die so sehr noch, dass du so heran bist, dass du alle Stunden liegen lässt, wenn es seine hat, und dann Gott sein Wort studieren. Das Gott sein Wort lesen. Wenn du in der Nacht abwerken lässt, mit einmal, kommt die Gott sein Wort in den Sinn. Bloß, dass ihr da was überdenken habt. Vers 3, ich gehe wieder mit. Wann je geschmeckt haben, dort der Herr Gott ist.
Dann kommt Noam, den lebenden Stein, der von den Menschen verschmäht wird, der aber von Gott gewählt und wertvoll ist. Vers 5. En Lot von Jud zou aus von lebenden Steinen ein geistlichen Tempel gebaut worden, dort je ein heiliges Priestertum waren, durch Jesus Christus, durch Christus geistliche Opfer zu bringen, und die Gott ein Gefallen hat. Vers 6. Wie es dort steht geschrieben, kijkt mal, ich leih an sehen einen uitgewählten und sehr wertvollen, herrlichen Eckstein, und wer an den geleiben wird, wird nicht zu Schanden worden. Vers 7. Verjünt die geleiben, bemerkt, verjünt die geleiben, ist sehr wertvoll. Aber für die nicht geleiben, ist gerot, der Stein, den der Bühlid verschmieden, der wichtigste Eckstein geworden. Vers 8. Ein Stein, über den Menschen fallen waren, ein Stein, der an Wort zu Fall bringen, wird für sie bestimmt sein, wie sie dort wird nicht geleiben. Vers 9. Aber hier sind ein ausgewähltes Volk und bemerkt, wer sind es? Er sagt, wohin zu den Christen, wohin geschrieben hat. Aber hier sind ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, dort die andere sagen sollen, wo wundervoll der ist, der jünt aus dem düsteren Rückgrat und an sein wunderbares Licht Gestalt hat. Je taten einmal überhaupt nicht aus einem Volk, nur sind die Gott sein Volk, je stunden zu einer Zeit nicht an Hunga der Genot, nur haben je Genot gefangen. Okay, nu ist das Thema, von da wollte ich all sagen. Hast du ein Hunger und Darscht, nur Gott sein Wort, wirklich? Und wenn du nicht einen Hunger und Darscht, nur Gott sein Wort hast, woran ist das? Nicht alle Menschen haben das. Ich habe das nicht einmal gehabt in meinem Leben. Der Antwort, du kannst vielleicht sagen, mir die Antwort geben, ich habe nicht Zeit, Gott sein Wort zu lesen, nicht? Also, du haben sie nicht sagen, ich lese das nicht, ich muss schaffen, ich muss 8 Stunden schaffen, viel Overtime schaffen, 13 bis 14 Stunden schaffen, einmal, ich habe eine Familie, ich muss die versorgen und so weiter, und ich habe bloß gar nicht Zeit, mir an Gott sein Wort aufzugeben, und ich habe bloß nicht Zeit. Und deswegen habe ich nicht, dauere ich dort nicht. Oder du kannst sagen, ich kann nicht lesen. Ich kann gar nicht lesen, ich weiß gar nicht, really, was das meint. Ich kann mich gar nicht beschäftigen in Gott sein Wort. Und unfortunately, sind viele von unseren Menschen, die das nicht kennen. Und die letzte Frage sind noch viel mehr Ursachen, was wir können geben, woran ich nicht mehr mit Gott sein Wort beschäftigen dauern, ich nicht einen Hunger habe, nur Gott sein Wort. Also, mir interessiert das bloß nicht. Ich habe viel anderes, ich bringe meine Familie ab, ich habe das angefangen, ein Haus zu bauen, und ich mache mir Zeit, um ein langes Leben und meine Familie zu besorgen, verschiedene andere Ursachen können das sein. Aber bottom line, ich habe bloß nicht ein Hunger nach Gott sein Wort, das ist mir bloß nicht Nummer 1 in meinem Leben. Das sind alles nicht wirkliche Ursachen, nicht valid Ursachen, nicht wertvolle. Das sind alles bloß ein Beweis oder Symptoms, dass wir nicht mit Christus verbunden sind, oder wir haben sind vielleicht bekehrt, aber wir haben
sind 3 Jahre Slide und wir haben uns das irgendwo weggeworden, das Gottes Wort. Und da bringt das bedeutet, dass wir nicht Gottes Wort lesen dann. Entweder nicht weitergeboren oder vielleicht verschruft in irgendeinem Sinn. Laut Freitag fangen wir an mit einer Serie, oder eine Anleitung für eine Serie von 5 Slides, was wir wollen sein, was wissen, was passieren, weil wir einen Sinn verbunden sind. Und viele Menschen haben nicht einen Hunger, während sie sind verbunden. Wo ist dort möglich, dort wir können einen Hunger, einen Darscht haben, noch Gott sehen Wort oder noch Gott selbst? Wenn wir nicht einen Hunger haben, noch Gott sehen Wort, und uns das nicht interessieren, dass wir kämpfen und weiten meistens, wo wir sollen lesen, wo wir sollen Zeit nehmen, und wie das bloß nicht nur meint an uns Leben. Wo ist das dann möglich, dass wir einen Hunger kriegen? Ich habe vorher mitgedacht, was Gott in meinem Leben getan hat, und wo ich da durchkommen bin, bloß eben ein ganz kalten Zeit, bloß, dass die mir vielleicht in 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass ich meine Knie wir ausschreien, dass noch Gott, was Gott mir dort geben, dass ich eine Frau leid. Und dort wir bis anfangen, wie es einmal, weil ich hatte kein Verlangen, ich schaffte in der Fabrik, ich schaffte für ein Nightschiff, in ein Haus kam, ich war alle Stall, und ich hatte einen Kosten Bayer durchstanden, ich hatte noch mit der Beutel Bayer, und da täte ich schwächen, und ich kam manchmal an, dass meine Familie da überhaupt antwortet, weil sie mir irgendwo wie an mir bannen, dass neidig wir Gott in Wort zu lesen. Und ich nahm mir die Bibel, mit mir ein Beutel Bayer auf, en dronk de bottle bij en las Gott zijn woord en versmeekt een sigaar dezelfde tijd. Ik wil mijn gewassen beruigen. En dan dronk de bottle bij uit, leed de Bibel weg en ik kon slapen en ik dacht, ik had vielleicht wat gedaan en wat er goed was. Van mij werd gevraagd wat ik gelezen had en wat ik nichts van gewusst habe. Wann ich lesen darf, ich bin nicht sehr gut am Lesen, wann ich lesen darf, was ich lesen kann ich gar nicht verstehen nicht. Und das Leben ging so dort weg. Und dann ein Tag, der Herr wird ans Leben genommen, ans 2 Jahre schon sehen, und die weiten dort alle, was passiert, ich will nicht in Details sagen, den Abend, gleich 2. Nacht. Dann ging ich auf meine Knie und dann sagte ich zu Gott, ich sagte, was du mir ehrlich hast, ich sagte, rat mir mein Leben heute, aber du wirst mir mal die Wahrheit geben, weil ich nicht leibe, dass mir ehrlich ist. Aber nur weil ich dort habe, weil ich nicht leben da, dass mir ehrlich ist, dass ich dort weiter da, dass ich ein Kind Gottes sein. Aber ich sage, du wirst mir mal einen Hunger da geben und das Wort, du wirst mir mal ein Verständnis geben, das Wort zu verstehen. Weil die Gott, die beiden Dinge, die Gott mir beides. Von dem Moment an, hatte ich einen Hunger in den Darscht noch Gottes Wort. Wann wir wollen sagen, hier im Alten Testament, was die Bibel davon sagen wird, von noch einen Hunger haben. Und die darf nicht notwendig die Hand drehen. Ich habe einzelne Versen, ich habe im Alten Testament durchgenommen, und ich wollte das lesen. Jesus selbst sagt, seilig sind die in Hunger und in Darscht Gerechtigkeit haben, bis die sollen satt werden. Er sagt, seilig sind die da einen Hunger in den Darscht haben. Aber wenn wir nicht einen Hunger in den Darscht haben, und wir weiten nicht, wo wir da hinkommen dann, bloß simpel an die Knie gehen, und wir weiten dort, dass Gott sein Wort ist, Gott sein Wort, und Gott sein Wort ist die Wahrheit, dort haben wir alle gelehrt. Das kriegt nun von was von hier, wo wir kommen. Und bloß einfach zu Gott sagen, dass Gott, ich habe nicht einen Hunger. Gib du mir einen Hunger. Ich frage dich, ob du mir was einen Hunger und Darscht geben, nur den Wort. Und dann gib mir, dass ich das verstehen kann. In meinem Fall, weil ich lebe nicht ein Mensch zu wenig, ein Mensch, wo ich noch halb gehen kann, weil ich lebe nicht einem Wort. Das wäre mein Problem, aber Gott weiß das. Und Gott gab mir, was mir fehlt. Und dann in Psalm 134, Vers 8 sagt,
Ik strijk mijn hang uit naar die. Mijn ziel Darscht naar die, zoals een uitgedrevet land. Dat is wat de psalmist zei. Zegt, ik strijk mijn hand uit naar die God. Zegt, mijn ziel Darscht. Weet je wat, doe ik wat toch komen. Dat we eenmaal onze hand uitstrijken naar God. Daar wordt God ons een hand en Darscht geven ons een woord. Ik wil niemand vergeten wat je van die dag aan, we bloos, ik heb een dag, 2 dagen later, gaf het me een nieuw testament. Ik wil even dat een klein testament. Because ik wist, ik had tijd bij de arbeid. Had ik 15 minuten, 2 maal een dag en een halve stunde middag tijd. Geef me 1 stunde een dag, waar ik kan de Bibel lezen. Wat je dat weer interessant. Maar eenmaal, alle wat hadden, had ik tijd, God zijn woord te lezen. Mensen dachten, ik ben een beetje even gesnapt. En ik ben ook, actually. Ik ben even gesnapt van ongeloven en geloven dan. Maar eenmaal had ik tijd. Wat je in God de reed, die geeft me een hand en daar is het zijn woord. En dan zegt de psalmist en 42 vers 3 zegt hij, mijn ziel Darscht naar God. Naar de levende God. Wanneer waar ik wat doorkomen, dat ik voor God stonen kan. Weet je, de psalmist, die had een Hunga en Darscht naar God. Hij zegt, mijn ziel is dreig, zoals een verdreven land. En God, die gaf hem. Nog een vers, en dat Psalm 63, vers 2 zegt, O God, du bist mijn God, den ik zie met mijn ziel Darscht, mijn ziel Darscht naar die. Ik wil den eenmaal lezen. O God, du bist mijn God, den ik zie. Wat je de psalmist zegt, ik zie naar God. Zegt hij, een verlangen naar die. Ik heb mijn ziel haft een verlangen naar die. Zoals ze uitgedreven land naar water haft. Toen zei we dat waren dat. Hij schreef uit naar God. Hij zegt in de ziel der Darscht. Jesaja 54 vers 1 zegt. Nu komt wem der Darscht. Hij zegt, nu komt. Wat je was de verspreching voor dem wat er darsten deed. De beding is bloos hier dat we darsten. En du en ik, we kunnen God aanroepen en hij wordt het Darscht geven. En zegt hij, nu komt wem der Darscht. Hier is water verjunt. Je die geen geld hebben, komt, koopt en eet. Komt en koopt wien en maakt ohne geld. Oder betalen. Wat je dat is ganz vrij. Zegt hij, dat is bloos een beding. Zegt hij, wanneer het starsten deed. Zegt hij, dat zal bekomen. Hij wordt ons geven. Nog een vers zegt, in Amos kapitel 8 vers 11. Horcht mal, er komt een dag, dit zegt God, de Heer zelfs. Dan word je in dit land hungeren en hunger naar brood. Niet hunger naar brood en Darscht naar water, aber ein Verlangen, ein Wort von dem Herrn zu hören. Hij zegt, de kämpfende tijd, daar waar je dat hier. En dan gaan we weer naar het thema naar Jacobus, waar ik een paar versen lezen. En Jacobus dat zegt, mijn levende Brüder, ziet Sven bij de zaak om horchen. Überlacht Gott eier gereden en wordt niet leicht da. Een mens der een Wort handelt, dat niet wordt voor God erreicht is. Wel, we teruggaan naar onze opschnitt hier in kapitel 2. Doordat hij dit hem zijn, wanneer waar die worden zijn en of niet we met God gemeenschap hebben. Dan leicht nu alles slechte auf. Wat je wanneer eenmaal een kind Gottes zijn, dan zegt hij wat we kunnen doen. Eerstlich moeten we een Hunga en Darscht hebben. En ik heb de laatste tijd me gevraagd, waarom is dat
dass so viel, und wir reden davon letzten Freitagsabends, und haben Eier davon geredet, an Bord und so weiter, und mit einzelnen Menschen. Warum ist dort, dass so viele Menschen, und ich rede von Christen, versklavt sind und sind, und irgendein Laster, oder ob dort Pornografie ist, ob dort Drugs ist, ob dort Tobacco ist, oder irgendwas. Nicht mal bloß dort, aber hier sind 5 Dinge, er sagt, dann schlachtet auf. Alles schlachtet auf. Sieht nicht hinterlastig. Dort nicht jeden anderen, jeden Nächsten beschummeln. Vor allem ein Ding sein, und dann hinterrechts irgendwas anderes sein. Sagt er, dort abhören damit. Warum sagt er das? Ich glaube, dass die hatten ein Problem damit. Die erste Gemeinde, wir sagen dort wieder, dass die hatten, da wir das nicht was nicht, dort wir sehr fest in der Gemeinde, wo diese Dinge abkommen dann. Nu wir meinen wasen, und ich rede vielmal davon, wo wichtig das ist, dass wir wasen tun. Weil je das ein Ding, ein Christ zu werden, aber das ein anderes Ding abzuwasen. Wenn ich zum Glauben komme, dann ich bin so froh, ich kann meist, später gesagt, ich ging ein bisschen Porto von der Erde. Wir wissen, meine Sünden werden alle vergeben. Ich weiß, dass ich habe den Herrn Jesus angenommen und ich werde wach nach Himmel. Und dort wird meist kriegt alles, was ich dachte, was das alles zu bedienen hat. Ich will nicht mehr am Weg in der Halle, ich würde nur, wenn der Herr Jesus wird kommen und am Ende, da würde ich beamtet sein. Ich habe eine sehr bloße Idee, was dort trashen wird sein und dass der Herr mich hat nicht bloß geraten, um am Himmel zu kommen, aber er hat mir auch geraten, um in das Leben mit zu freien und Frau zu sein und ein Port von Jesus in Körper zu sein, wo andere Menschen können dadurch geraten werden. Dort wird mir alle nicht klar, aber dort wollte ich meistens vorzuhören. Und wir von da an, wir denken dort, dass ich sagte, dass ich musste siedeln. Hat Gott mir all vergeben für ein Jahr. Er hat mir alles auf einmal, was ich wäre ein Sender. Ich denke nicht in Sinn leben, ich will nicht in Sender, dass ich in Sinn leben darf. Ich wollte an, ich lebe in Sinn, wie ich in Sender wäre. Und dort wir alle. Wir leben in Sinn, wie wir sind von Natur aus Sender. Aber wenn wir nach Gott kommen, dann hat er uns reinigen, dass er uns dort vergeben, alles vergeben, herrlich er hat alles vergeben. Aber dann, wo wir bald an, hier ist noch was, und du hast noch was. Weißt du, wenn der Herr uns alles Fuß am Klampeln wird wiesen, dann wird wir gar nicht vertrauen können. Aber wenn der Herr uns wird wiesen, dass wir dann die Fuß handeln damit, dann schafft er, denn hier ist das erste, dort alles schlecht aufleihen. Was ist damit angeschlossen? Das ist ja viel mit angeschlossen. Weißt du, even du und ich, even ihr wird zum Herrn Jesus kommen. Ihr wird zum Glauben kommen. Willst du noch in der Welt leben, dann? Willst du noch anbekehrt werden? Dann der Geist Gottes an uns soll arbeiten. Ich weiß, das geht nicht mehr bloß mehr so, geht nicht bloß mehr so, das geht in jeden Kreis so. Da wisst wir all, was gut oder recht wird. Nicht alle die Einzelheiten, aber im Großen und Ganzen wisst wir, dass wir viele Dinge in uns Leben gehirten nicht in uns Leben nehmen. Und das, was er hier alle abnehmen, das sagt er, dann leicht nu all dort schlecht auf. Wenn sie nu am angenommen haben, jene Aufgabe ist nu, dort schlechte alle aufzuleihen. Eins denkt nur das andere. In meinem Fall wir dort trinken, ich will kein Super. Ich besorge mir bloß noch mal. Ich habe mal hier gehört, aber in Super will ich nicht.
Ich kann auch mal sagen, wenn ich Menschen begegne, die wirklich super sind. Sie betrinken sich viel, aber sind nicht super wirklich. Und so ging mir dort. Da wir mir nicht sehr schwer, das aufzuleihen, aber eine von den leichten Dingen. Aber weißt du, was mir schwer war? Wo ich 2 Monate mit kämpfen, da meinst 2 Monate schmecken. Ein 13 Jahre Cancerstick. Und ich schmeckte, ich hatte gesagt, ich dachte immer so, ich will die Bibel lesen, weil ich mich schmecke. So sei er, mich angeguckt, so sei er, die Bibel zu lesen. Und ich dachte, am Job. Aber einer mit einem sagte, und sagte, John Bondman, sagte, du bist bekehrt, nicht? Du sagst, du bist bekehrt. Ja. Oh, und dann setzt du und schmeckst und las die Bibel. Wunderbar, wo Gott dort mir einmal hostig bringen, dass ich mit sich reden über dort. Von den Tag an habe ich nie mehr geschmeckt. Ich habe bloß 3 Tage ein bisschen verlangen gehabt, wo Gott mir erraten hat. Sagte, aber hier redet er besonders von nicht hängerlastig sein. Dort redet er von der Relationship, dort Gemeinschaft, was wir haben, einer mit dem anderen, wo wir uns verhalten, einer mit dem anderen. Wir sollen live beweisen, einer zum anderen. Und was die Ägde kommt von der, sagt sie, good morning, schmacket, nice looking people. And I said, you know why we look so nice? I said, that comes to, wo sind ich dort? Da ich schmacke Uhren. Da ich, whatever, wo zerbrochen hat. Weil je dort ist es dort, wenn wir einen Mensch ansehen, dann also als Gott ein Mensch ansehen, weil je dann sieht uns das mal so leicht anders. Und wir haben bloß ein ganz andere Gedanken über die Menschen. Er sagt, wir sollen nicht hängerlastig sein. Hecheln nicht. Was meint hecheln? Weil wir stellen uns ein für proben die Menschen zu wissen, wer wir sind, aber weil die hängerlich sind wir ganz verändert. Weil die, und da kann mit irgendeiner noch angewandt sein, da kann even sein mit Pornografie, you know. Viele Menschen, die proben sich an die Kirche, aber so leicht predigen, weißt du dort. Wir hier in Latz, dass du da sein, 40% von Prediger wird verbunden sein mit, was du nicht sicher haben, mit dort schreckliche sind. Weißt du, wir können Menschen in ein Bild feststellen, aber wenn wir tüß für uns selbst sind oder irgendwo anders sind, dann sind wir ganz verändert. Das Wort hecheln ist. Menschen möchten glauben, dass wir wer sind, wer wir nicht wirklich sind. Nicht, dann sagt er, hechelt nicht, sieht nicht aufgänzlich. Was das aufgänzt? Ich muss dort haben, was der Nächste hat. Ich wünsche lieber, wenn ich dort habe, als wenn der dort hat. Dann sind wir aufgänzlich. Wir gehen dem Nächsten mich selbst mehr, als ich den Nächsten gerne. Dort ist aufgänzt. Weißt du, wenn wir einmal mit Gott in Gemeinschaft sind und wir sehen dann noch, dass wir Gott sein Wort lesen, studieren dann und uns Nummer 1 Ziel ist, dem Herrn Jesus zu verherrlichen, Tag für Tag, dann hielt sich dort ab. Dann haben wir, der Herr gibt uns, dass wir dort nicht sterben. Und habt kein Geplüder. Weißt du, even eine Gebetsstunde kann gebraucht werden zum Plüdern, habe ich dort immer bemerkt. Wir wurden, wie weiter Wort von jemand, da würden wir hier mitteilen, aber no, das würden wir nicht mitteilen, aber wenn die einzige Mal, wenn wir zu Gebet kommen, dann glaube ich, wir wollen das mitteilen, in Einzelheiten, was das. Ich sage nicht, dass wir nicht mitteilen, sondern sagen, was das Problem ist. Das ist doch noch was für ein Problem das ist. Aber wir haben hängen an uns Verlangen, als wir möchten im nächsten Wort mitteilen, was Negatives mitteilen. Und wir dann das vielleicht noch ein bisschen euer machen. Aber er sagt, wir sollen abhören mit Plündern. Und wir sind, das sind die 5 Dinge, was er sagen, was er von reden hat. Dann sagt er, so aus Niegeborene Kinder noch reinmalig schrien, soll die ein Verlangen noch geistliche Nahrung haben,
dat je dadurch wassen en touw nemen. Want je dat is really bloß ein Weg, wo ich nu wassen doen. En dat is wanneer we ons te doen maken met Gott zijn woord. Ik zei, je hoort dat eentje van ons sagen, wir haben nicht Zeit. Weil wir zum Glauben kommen, wir haben 24 Stunden Tag, Kraxus, wie vorher gehabt haben. Und die 24 Stunden, da haben wir so angestellt, dass das meiste von den 24 Stunden, da wir an der Arbeit. Und weit über die Hälfte von der Zeit, wie wir an der Arbeit. Und da wir bloß, das scheint so, wir würden bloß nicht Zeit haben. Aber mit einmal hastig, dann wird das anders. Dann haben wir Zeit. Woran haben wir Zeit? Wie es kommen wird in uns Leben, dann wird es viel wichtiger, wir es schaffen und so weiter. Dann geht nicht lang, dann muss wir Dinge ein bisschen anders anstellen. Erst schafft ich schafft Overtime und hat 2 Jobs und nicht schafft. Und dann eben die Zeit, dann spannen wir als Familie. Und dort wir kann ich nicht rechnen, wie viel Zeit wir. Das erste sagen wir dann noch, dass nicht aber ab hier mit schaffen. Und da wir wunderbar, ich komme was von der und da, und in Dollars und Cents kann ich nicht dort rechnen, wo Gott das tut, wo wir die Payments machen können. Aber zu derselben Zeit fangen wir an zu tithen und den Tieren zu geben, wie feilen, wie wir sollen dort. Und somehow tun wir dort, und Gott sehen uns, über 2 Jahre, da wir strachen, aber da wir uns Schuld beten, und Gott sehen uns, weißt du, wir haben Zeit, Mehrwegsarbeit würde ich niemals nicht Overtime schaffen, wie es dort wie Gebetsstunden und Bibelstudien. Und uns interessiert alle bei die Bibelstunden so sehr und die Gebetsstunden, dass wir nicht einfach mit Overtime zu schaffen. Aber mit Gott, der alles anstellen. Aber wir einmal kommen wir dort, dass Nummer 1 wir Gott kennenzulernen. Und kennenlernen, dass wir Gott zu der Zeit. Wir, dass die nicht so allein einmal beandert sind, wir haben noch mehr Christen Rams plus wie. Ich dachte, wir immer sehr wenig. Manchmal beandert an sie Feind. Die haben sich alle Eier bekehrt, wie, dass nicht Gelegenheit kommen und so weiter. Aber er sagt hier, so aus niegeborene Kinder, wie seien dort Babys hier, wenn die hier behandelt sind, die meisten sind dort in der Babyroom mit ihren Babys. Wenn sie die hier behandelt haben, die ich sah allein, da wo wir dort ändert, der hungert. Und dann hat er wohin gebracht, dass sie Nahrung kriegen. Und er sagt, so soll wir sein, nur Gott sein Wort, so aus der niegeborenen Kinder. Und er sagt, wann je geschmeckt haben, war das möglich, dass du noch niemals geschmeckt hast, dass du noch niemals was war geboren. Dann sagt, wann je geschmeckt haben, dass der Herr Gott ist, dann kommt noch nur wem, nur Gott, den lebenden Stein, der von den Menschen verschmäht wird, aber von Gott gewählt und wertvoll ist. Und Lot von Jünd so aus von lebenden Stein einen geistlichen Tempel gebaut worden. Was meint das? Wir sollen Gott loten uns an den Tempel in Glied worden. Und Gott hat von all den Gläubigen in der Welt, dass er einen Tempel, sein Tempel bauen. Und dort sagt er, Lot Jünd dort tun. Tempel bauen wollen, dass je ein heiliges Priestertum wollen. Das ist ein wunderbares Bild, was Gott hat. Gott setzt uns an, setzt seine Gemeinde oder den Tempel an, als ein heiliges Priestertum. Viele Menschen hier, ich weiß, hier sind so eine Band, die feiern sich gar nicht sehr herrlich. Und waren einzige Menschen, angekehrte Menschen, die Frauen sagen, oh, du bist so herrlich, du bist so herrlich. Wir haben die Recht zu sagen, no, das ist nicht so. Ja, das ist so. Warum sind wir herrlich? Gott sagt, er hat von uns, er will von uns ein heiliges
Priestertum bauen. Dort ist Gott seine Aufsicht. Was meint das? Da meint er, das richtige Rat von der Sinn, wo wir bannen wären. Und wir würden dort sein, weil wir wieder gingen. Wir wollen hier zum Schluss kommen. Aber und dann hat er uns dort genommen, dann sagt er uns, da haben ein heiliges Priestertum zu sein. Und Gott seine Ohren sehr beheiligt. Meint er, wir sind ganz fehlerlos. Nur da sind Tiden, da wo wir an, dann stoppen wir über die Linie. Dann kommen wir weiter zurück. Und wieder, wo wir sein dann, und ich wollte den Motto sprechen, lest den Kapitel über, besonders falsch Tieren, was falsch Tieren, und auch der ganze Brief, Petrus. Er sagt, wir sollen ein Priestertum sollen, ich wollte ein bisschen paraphrasen, er sagt, wir sollen da sein, so dass die Welt sein kann, wer Gott ist, durch uns. Er sagt, für uns ist dort ein lebendiger Stein, er ist dort für uns gekommen, hat sein Leben gegeben, sagt, für die Welt ist ein Anstoß. Wenn es so weiter dort, weltweit, ein Tag wollen sie gerecht worden, von den Salzsteinen, würde ich gerat sein. Aber macht Gott die und mir dort wissen, wo wir können, Nummer 1, wo wir können einen Hunger in der Darscht haben, noch Gott sein Wort. Nummer 2, wo Gott uns hat, durch Handgestalt und sein Körper, in der Welt zu wiesen, wer er ist. Und wo tun wir dort? Dort tun wir in uns allgemeines Leben, Tag für Tag leben, ob wir Tragfahren tun oder ob wir wo immer wir schaffen, oder ob wir eine Fabrik schaffen, oder wo immer wir sind, da sind immer Menschen, die da ambitioniert sind. Weißt du, das jetzt sehr scheint, wenn Menschen immer einmal kommen und fragen und sagen, was ist mit dir los? Wo bist du immer so viel anders, als du wirst? Das spürt sich so, du bist ein ganz anderer Mensch. Weißt du, dann werden die Menschen sagen, woran mag man einmal anders sein? Woran mag anders denken, du? Er sagt, wir sollen uns nicht mehr mit den aufgeben oder top sein und ambitionierte Menschen, die wundert dort, wo wir mit einmal so viel anders sind. Das sagt hier, Petrus sagt das da. Und das, was du und ich tun, und ich sehe, das ist so an die Gebetsstunden, ich glaube, du hast kein so ein Ding, als geistliche Arbeit, oder bloß, ich bin bloß eine Mutter am Heim, oder ich bin bloß ein Housekeeper. Really? Ist dort bloß? Bist du bloß ein Housekeeper? Ich glaube, das ist eine von der wichtigsten Arbeit, was du als Mutter kannst tun am Heim. Eine Mutter sein, eine wirkliche, göttliche Mutter zu sein zu deinen Kindern. Weil das wird der Anfang ist. Und wenn du bloß eine Arbeit hast, zum das Brot ab und das verdienen, das ist nicht, wo Gott dich gerobt hat. Das ist nicht bloß so. Weil die Nummer 1, ich glaube, dass Gott hat, die in mir da angestellt an die Arbeit, da, wo du kriegst, wo wir schaffen und dass wir dort können ein Licht sein. Und an einem Tag, wo wir wollen, war nicht all hier und da lässt Gott uns das weiten in das Leben all, dass jemand kommt zum Glauben, durch uns bei der Arbeit. Aber ein Tag, wo wir das wollen. Aber weißt du, wann das nicht? Weil wir bloß ein Arbeiter sind, weil sie in der Arbeit nicht lächeln, oder dass wir hate our job. Wo wir einen Tag antworten, dass wir haben nicht dort getan, wo Gott uns da hat angestellt. So, muss Gott sein Wort segnen, und das ich sage am Anfang, dort das durchlesen in seinen Wortreich, der erste und zweite Petrusbrief wirklich erst. Wir beten noch. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir für jede Person, die da ist. Aber über alles danken für dir, Herr, für dein Wort, was uns gerat hat, was uns leiden hat und führen hat. Ich bete, dass du uns wiedersehen und uns dort geben, was uns fehlen hat.
jedem einen bete ich in Jesus Namen mit Danksagung. Amen. Danke für Aufmerksamkeit. Gott Ihnen segnen.